Der Himmel ist tatschschwarz. Es hat keinen Mond. Und Sterne sind hinter den Wolken. Nur durch einen Spalt bei der Gadentiere vom Lutz hat es ein bisschen Licht. Das Mal macht Magdalena keinen Umweg, sondern geht gerade durch. Es ist so dunkel, dass sie niemand sieht. Sie läuft einfach, ohne dass sie etwas sieht. Wenigstens hat es aufgehört zu regnen. Leck ist das still. Ich höre nur die Bäume im Wald räuschen. Endlich steht die Magdalena vor der Gadentiere von ihrem Onkel. Vorsichtig schaut sie durch einen Spalt. Drinnen brennt eine Laterne. Der Lutz schüffelt mitten im Gaden innen ein Loch in den Boden. Nebendran stehen all die Kessel mit den Gold- und Geldstückchen. Er schüffelt und schüffelt. Das Loch ist schon kehrig tief. So, jetzt ist genug. Der Lutz tut die Schüffel auf die Seite. Die meisten Kühe im Gaden schlafen, aber Magdalena sieht durch einen Spalt durch, als ein paar Kühe-Augen zuschauen. So, jetzt tue ich meine schönen Kessel daher in das Loch ab. Schön eins um das andere. Schön vorsichtig. Mein Schatz. So. Jetzt ein Brett oben drauf. Und alles wieder zuschüffeln. So. Dass niemand etwas sieht. Schön zuschüffeln und der Boden andrücken. Hey, nein, der Boden sieht wieder genau so aus wie immer. Hätte ich das jetzt nicht mit meinen eigenen Augen gesehen, als der Onkel hier jetzt gerade einen ganzen Schatz vergraben hat, ich würde es nicht glauben. Was macht er jetzt? Der Onkel breitet seine Arme wie ein Zauberer über dieser Stelle aus und sagt laut und feierlich: Das Geld muss da sein und da bleiben, bis einer, der ein rotes Mäntel anhat, auf einem Geissbock, wo kein schwarzes Härli und nur 3 Beine hat, 3-mal drauf hin und her fährt. Dann nimmt er die Arme wieder ab, lässt das Licht von der Laterne und kommt zur Gadentiere. Die Magdalena kumpelt schnell auf die Seite. Der Lutz kommt zur Tiere raus. So flach wie es geht, drückt sich die Magdalena an die Gadenwand und schnüffelt fast nicht. So, sagt der Onkel und schaut zum Haus der Magdalena und ihrer Familie durch. So, ich has doch gesagt. Nicht werdet ihr von meinem Geld überkommen. Kein roter Rappen. Dann beschliesst er Gadentiere ab und schaut links und rechts. Doch in dieser stockdunklen Nacht sieht er Magdalena nicht. Sie ist mucksmieseli-still. Der Onkel geht durch in sein Haus und beschliesst die Haustiere.
die Magdalena gehört, wie er seine giebsche Stegen aufgeht. Sie wartet nur ein paar Minuten, ganz still an der Godenwand. So, jetzt ist er sicher im Bett. Ich glaube, ich kann jetzt leislich wieder heimgehen. Die Magdalena muss sich richtig zurückheben, als sie nicht anfängt zu säckeln. Sie sieht immer noch fast nicht. 2-mal stolpert sie und kippt fast um. Aber nur fast. Hui, Schwein gehabt. Wo das Zieseli vor ihr durchflitzt, verklippt sie so fest, dass sie fast giesst. Aber nur fast. Dann ist sie endlich daheim. Sie hängt ihre Kleider beim Stubenofen auf und schleicht wieder die Kammerstege auf und schläft sorgfältig unter die Decke. Einer von ihren Brüdern dreht sich um, aber er verwacht nicht. Endlich kann sich die Magdalena entspannen. Sie schnüffelt tief. Und schon gleich schläft sie. Tief und ohne Träume. Niemand hat ihren nächtlichen Ausflug gemerkt. Gleich darauf ab, also vielleicht ein paar Wochen später, wird der Onkel Lutz fest krank und stirbt. Die Eltern von der Magdalena kaufen eine Sorge für ihn. Der allerbilligste. Für mehr lange das Geld einfach nicht. Der Onkel hat ihnen keinen roten Rappen hinterlassen. Der Magdalena, ihre Eltern, haben dem Lutz sein Haus geräumt. Sie haben nicht ein Geldstück gefunden. Die Kühe hat der Onkel einen Tag bevor er gestorben ist, an einem Viehhändler, der gerade vorbeigekommen ist, verkauft. Der Garten ist also leer. Es hat nur noch eine Maus, die Stroh knabbert. Es ist so gekommen, wie der Onkel Lutz vor uns gesagt hat. Er hat seiner Schwester und ihrer Familie gar nichts hinterlassen. Die Beerdigung mussten auch die Eltern von der Magdalena zahlen. Es hat gerade so knapp gelangt, um den Pfarrer zu zahlen. Und darum war diese Sache noch gleich erledigt. Was vom Friedhof heimläuft, fragt die Mami. Wie soll es jetzt weitergehen? Sollen wir am Lutz sein Haus verkaufen? Ich glaube, das bringt nicht viel, sagt der Daddy. Das Haus ist schon kehrig alt. Ohne ein Wort zu sagen, spazieren sie heim. Jeder denkt seine Sache. Sogar die Buben sind für einmal still. Sie merken, dass die Eltern Sorgen haben. Wo die ganze Familie später am Tisch sitzt und wortlos eine dünne Suppe löffelt, beschließt die Magdalena, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo sie ihre Geschichte erzählen sollte. Alle schauen zu ihr. Also, ich habe da vor ein paar Wochen etwas gemacht, gibt die Magdalena zu, und dann erzählt sie in einem Schnitz, wie sie der Onkel zuerst beim Geld zählen und dann beim Geld vergraben beobachtet hat. Zuerst schauen ihre Eltern ein bisschen verwirrt, aber je länger Magdalena erzählt, umso erstaunter werden sie. Wo sie alles gesagt hat, ist es ein Moment lang still am Tisch. Dann reden alle zusammen gleichzeitig, in einem Durcheinander. Stimmt das wirklich? Bindest du uns da kein Bär auf? Sind wir jetzt reich? Ist das wahr, was du da erzählst? Da gumpelt der Vater auf. Er rennt aus dem Haus, rennt zum Gaden, holt dort eine Schüffel,
Ganz aufgeregt rennt die ganze Familie hinten nach. Was hat der Vater vor? Er rennt mit der Schüffel in der Hand zum Gaden vom Lutz. «Magdalena, zeig mir, wo er gegraben hat!» Die Magdalena kommt zu kichern. «Da, hier an dieser Stelle!» «Oh, Der Vater rammt die Schüffel in den Boden. Doch die Erde ist hart wie ein Beton. Er probiert es noch ein paar Mal. Doch überall, wo er es versucht, bringt er kein Kerl Erde weg. Endlich hört er auf, putzt sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn und sagt: «Du hast recht, Magdalena. Das Geld muss da sein und da bleiben, bis einer, der ein rotes Mäntel anhat, auf einem weissen Geissbock, wo kein schwarzes Härli und nur 3 Beine hat, 3-mal drauf hin und her fährt.» «Aber hey, das schaffen wir. Der Onkel denkt, wir seien dumm. Aber das sind wir nicht.» Alle zusammen gehen zurück in ihre Garten. Sie suchen die weisseste Geiss und legen dieser ein Haufterli an. So, und jetzt durchsuchen wir Kinder das ganze Fell. Genau. Und wenn er ein schwarzes Haar findet, dann rupf ich's uns. So machen sie es. Jedes Mal, wenn sie ein schwarzes Haar findet, rupft die Mami uns. Und die arme Geiss zuckt zusammen und bägt. Doch jedes Mal schafft es der Daddy, die Geiss wieder zu beruhigen. Ja, es ist alles gut. Komm, ich tue dich ein bisschen streicheln. Zum Glück hat das Tier nur ganz wenig schwarze Haare. Eine halbe Stunde später haben sie es geschafft. Die Geiss steht strahlend weiss, ohne ein einziges schwarzes Härli, aber ein bisschen zerzeiste, da. Sie meckern ein bisschen hässig umeinander. Doch die Kinder streicheln sie so lange, bis sie hart und wieder freini ist. Jetzt holt die Mutter ein rotes Tuch und legt es am Jostli über die Schulter. Es sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein rotes Mäntel. Sie sind alle sehr stolz auf ihr Werk. Doch etwas fehlt noch. Der Onkel Lutz hat doch von einer 3-beinigen Geiss geredet. Wie sollen sie jetzt das machen? Sie können doch dieser Geiss nicht einfach ein Bein abhacken. Die Magdalena und ihre Eltern studieren und studieren. Der Jostli und der Josef gumpen unterdessen mit der Geiss an der Leine auf dem Hof hin und her. Die Geiss gumpet auf und ab und die Buben um sie herum. Die Magdalena schaut diesen 3 zu. Plötzlich stolpert der Josef und kippt um. Sein Bein hat sich in der Leine verheddert. Die Geiss gumpet über Josef aus und schon ist er eingewickelt. «Ich hasse!» rief die Magdalena. «Wir binden der Geiss einfach ein Bein an die Bauch. Dann hat sie nur noch 3 Beine.» «Du hast recht, das ist eine gute Idee. Das könnte funktionieren. Ich hole gerade ein Seil aus der Werkstatt.» Mit einem Seil, der Geiss und dem Jost im Mänteli spaziert die ganze Familie wieder in den Garten vom Lutz durch. Sorgfältig bindet der Vater an der Geiss jetzt das Bein an die Bauch. «So, Jostli, und jetzt du oben drauf.» «Heb die Kehrung wieder, was nicht runterkiehst. Ich schiebe ich jetzt da zu dieser Stelle an, wo der Lutz das Geld vergraben hat.» Die Geiss ist mittlerweile richtig hässig geworden. Zuerst haben sie Herren ausgezerrt,
dann ein Bein aufgebunden und jetzt setzt sie auch noch den Jost auf sich oben reiten. Sie macht einen grossen Satz, bockt umeinander und der Jostli fliegt im hehren Bogen durch einen Halbgaden, gerade auf einen Schochen heil. Blöde Geiss! Die Mami nimmt ihn in die Arme und tröstet. Schon gut, Jostli. Du kannst nichts dafür. Die Geiss hat einfach nicht wollen. Und du bist so leicht. Sie hätte dich auch ganz einfach abrieren können. So, Lück. Jetzt tust du hier anstehen. Ich nehme dir das rote Tüchli wieder weg. Und Josef, komm du. Legen wir es an dir an. Du bist ein bisschen grösser und auch ein bisschen schwerer. Die Magdalena hebt die Geiss wieder. Und der Vater lupft der Josef auf die Geiss auf. Der Jostli umklammert die Hand von Mami. Wieder schiebt der Daddy die Geiss zu dieser Stelle, wo das Gelb vergraben ist. Wieder bockt die Geiss und will ihren Reiter abrieren. Doch der Josef ist voll parat. Er hebt sich mit beiden Armen ganz fest um den Hals der Geiss. Er lässt sich nicht abschütteln. Wow, uiuiui, wow, uiuiui. Einisch läuft die Geiss affix über die richtige Stelle. Alle jubeln und haben Freude. Dann dreht sich das Tier um, schüttelt sich kehrig und läuft tatsächlich ein zweites Mal über die besondere Stelle. Doch dann bleibt sie stehen. Einfach so. Und bewegt sich kein bisschen mehr. Sollen die Menschen doch wollen, was sie wollen. Sie macht jetzt daher nicht mehr mit. In der Aufregung hat niemand gemerkt, als der Jostli verschwunden ist. Der kleine Babu hat die Hand von der Mutter losgelassen und ist zum Gaden ausgerannt. So schnell, als er seine kurzen Beinchen getragen haben, ist er in die Vorratskammer von seinem Onkel gesickelt und hat dort ein Riebli gefunden. Das hat er gepackt und ist zu Disney zurückgerannt. Jetzt, wo die Geiss einfach stehen geblieben ist, geht er zu ihr an und hebt ihr das Riebli unter die Nase. Die Geiss schnuppert und schnappt danach. Doch der Jostli ist stiffiger. Er zieht sofort das Riebli zurück und geht 2 Schritte retour. Das Tier macht einen langen Hals und schnappt wieder nach dem Riebli. Doch der Jostli geht wieder ein paar Schritte retour. Die Geiss hat nur noch Augen für das feine Riebli und läuft am Jostli nach. Der hat sich umgedreht, hebt das Riebli spienzlig für die Geiss hinter dem Rücken. Er geht über die besondere Stelle und die Geiss kommt ihm nach. Kaum ist das Tier mit den 3 Beinen und dem Rotmänteli Josef oben drauf über die Stelle gelaufen, hat es leislich gerumpelt. Und wie von Geisterhand tut sich der Boden vor den Füßen der ganzen Familie auf. Das Brett kommt zum Vorschein. Die Magdalena ist ganz aufgeregt. Daddy, jetzt musst du das Brett weglipfen. Darunter kommen ein Haufen Kessel voll Gold und Geldstückchen führen. Die ganze Familie jubelt und umarmt sich vor Freude. Sie lachen und rühmen sich gegenseitig für all die guten Ideen, die sie hatten. Von jetzt weg haben sie genug Geld zum Leben. Zur Feier des Tages gehen sie gerade ins Dorf und kaufen dort einen grossen Mocken Fleisch, ein grosses Stück Käse und einen grossen Sack voll Riebli. Am Abend machen sie wie ein kleines Fest.
Sie essen Fleischbraten und Käse. Und die weisse Geiss darf ausnahmsweise euch einisch bei ihnen in der Stube sein. Sie liegt zufrieden vor dem Kochelofen und knabbert ein Riebli um das andere.